Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, ich präsentiere euch meine Aufstellung, wie ich aufstellen würde und natürlich meine Einschätzung zum Spiel. No, bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal. Es ist für euch völlig kostenlos und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. No. Gut. Ja, Slovan Bratislava, 0 Punkte in der Champions League. Wir spielen zu Hause. Ich denke, da müssen wir nicht drum herum reden, dass ein Sieg Pflicht ist. Natürlich muss man nicht so überheblich sein, irgendwie vom 18:0 zu reden, weil uns das noch irgendwelche Chancen, extra Chancen da bescheren würde. Mein Tipp war eigentlich 7:1, bevor ich von dem 18:0 gehört hatte, ja, dass wir überhaupt da irgendwie welche Optionen haben. Von daher bleibe ich bei meinem Tipp. Mein Tipp wird 7:1 sein. Und ja, ich denke, zu Hause das letzte Champions League-Spiel in der Vorrunde. Die Mannschaft wird heiß sein. Der Gegner ist jetzt nicht übermächtig. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die in der Defensive sind. Das werden wir sehen. Vielleicht wird bei dem einen oder anderen endlich der Knoten platzen und dann könnte es ein paar Tore geben oder werden. Wir werden es sehen. Ja, ich erwarte die richtige Einstellung und wie gesagt, endlich mal die Kaltschnäuzigkeit vorm Tor und dann kann das auch in diese Richtung gehen, denke ich. Ansonsten wichtig ist, dass wir das Spiel gewinnen. Ja, Punkt. So, und dann wird man sehen, wofür das reicht am Ende des Tages. Ich glaube nicht, dass wir unter die ersten 8 kommen. Selbst wenn wir 8:0 gewinnen sollten, glaube ich das nicht. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen Spannung noch an diesem Spieltag. Ja, ist doch auch schön. Gut, Manuel Neuer hat nicht mittrainiert. Manuel Neuer wird aber natürlich morgen in der Startelf stehen. Hat ein Vincent Kompanie vorhin auf der Pressekonferenz bekannt gegeben. Und das würde er auch bei mir, weil Peretz ja, nicht wirklich fit ist. Urbich ist gerade erst verpflichtet worden und Ulle ist die Nummer 2. Also wenn Manu fit ist, spielt Manu. Die letzten Spiele waren noch einigermaßen okay. Ja. Innenverteidigung stellt sich ja auch von alleine auf eigentlich, ne? Mit Upa und Minjay. Sofern ich da nicht irgendwas verpasst habe, dass irgendwer gesperrt ist oder so. Weil Eric Dyer wird, wenn alles normal verläuft, im Kader sein. Auch der hat nicht mittrainiert im Abschlusstraining. Aber er wird kein Startelf-Kandidat sein, wenn er jetzt nicht beim Mannschaftstraining dabei war, würde ich behaupten. Gut, dann jetzt natürlich auf unsere kritischen Positionen. Ich weiß nicht, inwieweit es da ausschaut. Ja, ich denke, Guerrero wird spielen, weil Guerrero fit ist. Ich glaube nicht, dass man es riskiert, da. Ja, ich weiß nicht, wie weit Stunny ist. Ja, das ist halt schwer einzuschätzen. Ansonsten würde ich natürlich einen Stunny dahinstellen. Ja, wenn Stunny fit genug ist, das Spiel zu machen, 90 Minuten. Oder alternativ ein Boe fit genug ist, dass jeder eine Halbzeit spielen kann. Ich würde einen Stunny anfangen lassen. Also im letzten Spiel ordentlich gemacht. Zur Not kannst du immer noch in der Halbzeit oder nach 60 Minuten, wenn das zu viel für einen Stunny ist, den Josh auf die Seite ziehen. Ja, aber ansonsten würde ich einen Stunny da anfangen lassen. Gut. Mitte, ja. Kommen wir um Kimmich ja gerade nicht drum herum. Für mich definitiv ein Pavlo vor ihm und kein Goretzka. Weil ich gehe nicht davon aus, dass der Gegner sagt, ach ja, komm, wir spielen mal fleißig mit nach vorne, wir tun dem FC Bayern mal einen Gefallen und geben ihm ordentlich Raum. Das denke ich eher nicht. Und da ist ein kreativerer Spieler wie ein Pavlovic für mich mehr wert wie Neon Goretzka. Ja, aber sehr wahrscheinlich wird ein Neon auflaufen und nicht ein Pavlovic, würde ich behaupten. Bei mir wäre es ein Pavlovic. Gut, obwohl Neon ja auch angeschlagen ist, weil ich weiß gar nicht, ob er überhaupt auflaufen kann. No? I don't know. Wir können natürlich noch über Conny Leimer reden. Ja, Conny Leimer wäre für mich dann aber auch eher eine Alternative fürs Zentrum, als wie für außen. No? Gut, die Außenbahnen, ja, keine Ahnung, sind für mich eigentlich klar. Ja, Michael rein und Koman rein, weil Koman die aktuell bessere Form hat. Ich meine, man könnte in so einem Spiel natürlich auch mal Mathis Tell das Vertrauen geben, wenn man meint, dass er so weit wäre. Das weiß ich nicht. Alles, was ich bisher von ihm gesehen habe, ist das eher nicht der Fall. Vorne wird natürlich ein Harry Kane auflaufen und dahinter natürlich ein Musiala. Ja, also das ist ja unsere Standardfront da vorne, sag ich mal, ja, im Angriff. Das wäre meine Aufstellung. Ja.
Wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit ein Boe ist. Keine Ahnung. Kann ich gar nichts zu sagen. Ich würde ihn dann hier als Alternative nehmen. Für den Guerrero trage ich jetzt einfach mal einen Conny Leimer mit ein, weil er das auch schon gespielt hat. Ansonsten würde ich einen Conny Leimer natürlich hier als Pressingmaschine sehen, wenn das nötig wäre. Ich weiß nicht, wie es mit dem Goretzka aussieht. Wenn dann eine Alternative natürlich für Kimmich oder natürlich auch für die Innenverteidigung, wobei ich ihn da nicht wirklich als Alternative sehe, wenn ich mal die letzten krassen Stellungsfehler gesehen habe, die er da gemacht hat. Da will ich schon eher einen Eric Dyer sehen als Alternative. Auf Außen sind es natürlich die Altbekannten. Ja, hier Sané. Und hier traurig, dass ich das so eintragen muss, aber gut. Ansonsten haben wir natürlich, ich trage ihn hier stur ein, auch wenn er da niemals spielen wird, als Alternative. Und natürlich haben wir hier einen Thomas Müller als Alternative. Natürlich könnte man natürlich auch überlegen, mit einem Thomas Müller anzufangen. Und man würde mal einen zentralen Mittelfeldspieler opfern oder man würde einen Außenverteidiger opfern und mit einer Dreierkette spielen und Thomas Müller neben Harry Kane oder um Harry Kane herum oder ein Harry Kane um Thomas Müller herum und trotzdem 2 Außen und einen Musiala auf dem Feld haben, wäre natürlich eine gute Möglichkeit, gegen so einen Gegner auch mal auszuprobieren. Haben wir bisher nie getan. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft das wieder mehr durcheinander bringen würde wie alles andere. Von daher schwer zu sagen. Sollte es so sein, dass mal sowas kommt, ja, Daumen hoch von meiner Seite. Ja. Keine Ahnung. Schwierig. Ich denke, die Mannschaft ist aktuell so festgefahren von ihren Spielern auch her, dass so ein 4-2-3-1 leider das System ist, was diese Mannschaft präferiert, bevorzugt. Und man hat bisher keine Anstalten gemacht, daran irgendwie auch nur ansatzweise zu rütteln. Und von daher ist es natürlich schwer, jetzt zu sagen, ja komm, jetzt ist so ein Spiel und dann schmeißen wir mal alles über den Haufen. Ist halt schwierig, ja, wenn man das nie in irgendwelchen Testspielen oder so mal ausprobiert hat. Also. Von daher wäre das meine Aufstellung und ja, wenn ich mal kurz überlege, wahrscheinlich ist das auch die Startaufstellung. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, dass auch ein Winnie so aufstellen wird. Bin gespannt. Lassen wir uns überraschen. Leute, das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung. Tipp 7:1. Und ich bin gespannt. Auf den letzten Spieltag ist ja wenigstens ein bisschen Spannung drin. Wie gesagt, da muss schon viel zusammenlaufen, dass wir dann noch Platz 8 erreichen. Also von daher würde ich damit nicht rechnen, aber wer weiß das schon. Ne? Wir werden es nach dem Spiel wissen. Von daher wünsche ich uns allen ein schönes Champions League-Spiel und eine spannende Schlussphase dann vielleicht. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.